Herzlich willkommen, Damaris. Danke, danke schön. Ich hoffe, hast du schon ein bisschen bequem gemacht? Ja, da? ich Man bin muss dran. mit dem Küsschen schauen, gell, dass das Das perfekt funktioniert schon. sitzt. Tipptopp. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, ich Du mich bist sehr bekannt als Schriftstellerin. Du hast unzählige Bücher geschrieben. Ich habe schnell in unserer kleinen Bibliothek dort hineingeschaut und all die sind da gestanden, alle von Wahnsinn. dir und es gäbe ja noch viel mehr. Ja. Wir möchten gerade über deine Bücher ins Reden kommen, aber das neueste Buch, das ist eine Geschichte von Noah, ein Bibelthriller. Ja. Und den Ja. Noah, Ja. den Noah haben wir auch erlebt. im Du hast mir Sommer. geschrieben, ja, so krass. Was sagst du zu unserem Sola-Noah-Film? Ja, also ich habe ihn geschaut, also ich habe es schon vorher in der Zeitung gelesen. Ich Sogar in habe der eben, Zeitung? ich habe eben den Noah von euch, wo ist er jetzt, der Noah? Hinten Da bei der hinten Technik sitzen. Habe ich Steht eben schon ready. vorher irgendwie getroffen und er hat mir es erzählt, hat mir verraten und ich bin schier ausgeflippt. Also, und als ich das gesehen habe, ich dachte, das gibt es ja nicht. Das ist ja, ich wäre so gerne da gewesen und wäre selber nicht reingegangen. Das ist der Hammer. Also du bist jetzt natürlich Noah-Expertin, weil du das Absolut. Buch geschrieben hast. Wir sind auch ein bisschen Noah-Experten. Das ist natürlich cool. Du hast hinten hast du noch verschiedene andere Bücher Ja. von dir mitgebracht. Ja. Und ich habe unten im YouTube habe ich auch den Link von deiner Homepage. Besonders habe ich cool gefunden, die Live on Stage. Wir haben Live on Ja. Stage bei uns im nächsten Frühling, im Ja. März. Und du hast Live on Stage Bücher geschrieben und andere, sag doch etwas kurz dazu. Ja, genau. Also live on stage ist wirklich cool, dass er dort wieder voll mitmachen. Und dann habe ich also eigentlich die 3 Musicals, die aufgeführt werden, von diesen 3 sind Bücher, habe ich dazu geschrieben. Also das Musical nicht, aber Bücher. Und die habe ich auch dabei, dazu da. Und also ich kann euch dort nur empfehlen, das ist jetzt eine Werbung für Live on Stage, aber es lohnt sich einfach, dort wirklich hinzugehen und Leute mitzunehmen. Und ich bin selber so begeistert, auch von diesen Geschichten wirklich. Gerade das neueste Melanie, das ist der Wahnsinn. Also ich könnte mich durchheulen bei diesen Musical, das ist so beeindruckend. Darum also für jeden, der da ist, es lohnt sich und Leute mitnehmen und so, ist einfach Hammer. Und eben, ich habe die 3 Bücher geschrieben dazu. Und die anderen Bücher, eben, wie gesagt, Noah kann ich nur einfach logisch, habe extra ganz viel mitgenommen. Ich habe gedacht, da muss ich Noah-Bücher mitnehmen, wenn ihr da so voll drin seid mit dem Noah. Ja, und Thriller, Genau. gell? Ja, genau. Das ist wahrscheinlich spannend von zuvorderst bis hinten. Absolut, absolut. Weil in der Bibel steht so wenig eigentlich darüber, 3 Kapitel. Und wenn man es mal liest, merkt man nur Gott redet, fast nur Gott redet. Und ich habe natürlich fast 400 Seiten daraus gemacht und dann ist natürlich einiges an Fantasie noch mit drin. Und Jetzt in unserem Sommerlager haben wir ja gegen die Riesen und so gekämpft. Kommen die auch vor in dem Buch? Oh ja. Okay. Die sind so okay, cool. Okay. Jetzt wollen wir Die nicht sind mehr so spoilern. Man muss es, glaube ich, selber lesen, gell? Ja, genau. Willst du noch etwas sagen zu dem Flyer, der auf Ja. den Stuhl verteilt war? Genau. Open Arms? Den dürfen ihr einfach mitnehmen. Also das ist jetzt Schleichwerbung sozusagen für mich oder meine Hilfsorganisation Open Arms, wo ich mit meinem Mann zusammen ursprünglich gegründet habe. Und wir haben einfach ganz verschiedene Sachen, die wir anbieten. Und ich habe extra drin die Sachen genommen, wo ich dachte, die könnten dich persönlich interessieren, weil ich habe wirklich verschiedenste Angebote. Also das eine ist ein Internet-Killer, wenn du mal nicht kannst da zum Gottesdienst kommen oder nicht kannst, irgendwo nicht Zeit hast, dann kannst du dort, jeden Sonntag gibt es dort eine neue Predigt und neue Inputs. Oder das andere ist die Heart on Fire Conference an Ostern, wo auch alle herzlich eingeladen sind zum Kommen. Da steht auch etwas drüber. Und das dritte, und von dem haben wir es vielleicht dann auch bei meiner Geschichte ein bisschen, das Thema Vergebung und Versöhnung und Bitterkeit ist ein grosses Anliegen von mir, das Thema. Und da gibt es ein Seminar dazu und das habe ich auch da reingenommen, weil das geht uns, glaube ich, alle an, das Thema. Und das sind aber nur die 3 Sachen, die ich drin habe. Wir haben noch viel mehr. Da gehen wir am geschicktesten einfach auf die Webseite. Genau. Und ja, das ist das, was ich, wenn ich nicht Bücher schreibe, ist das meine Arbeit, die ich mache. Genau. Bist du schon ein neues Buch am Schreiben? Ja! Also das heisst, ich muss so sagen, ich habe gestern wirklich, darum bin ich heute so gut gelaunt, ich habe gestern mein nächstes Buch abgeschlossen, es ist über den Abraham. Oh, Ja, jetzt haben wir schon etwas erfahren. He? Ja. Das ist aber cool. genau, Auch genau. ein Bibelthriller. Ganz genau. Spannend. Ja. Jetzt sind wir aber heute nicht da, um über deine Geschichte zu reden, die du geschrieben hast, sondern vor allem über die Geschichte, die Gott mit dir und Jawohl. mit deinem Leben geschrieben hat. Jawohl. Ich habe deine Biografie gelesen und ich habe gemerkt, etwas, was dir sehr von Anfang an von deinem Leben immer wichtig war, ist Gott, die Beziehung zu Gott, mit Gott im Gespräch sein, mit Gott reden.
Und es würde mich wundern, wie das in deiner Teenagerzeit angefangen hat, dass du gesagt hast, Moll, mit dem Gott will ich durchs Leben gehen. Mhm. Das ist also anders als bei meinen Büchern. Bei meinen Büchern dort sind immer quasi Bekehrungsgeschichte ist immer hochdramatisch, zum Teil auch lustig, aber hochdramatisch bei mir gar nicht. Also ich habe eine der absolut gewöhnlichsten, banalsten Bekehrungen erlebt, die es noch gibt, aber die verheben. Also ich bin christlich aufgewachsen. Also meine Schwester ist auch da, Miriam, und beide unsere Eltern sind Christen. Also unser Papi lebt jetzt schon nicht mehr, aber er war auch Christ und Sonntagsschullehrer. Darum haben wir sind immer mit Gott aufgewachsen, mit Jesus aufgewachsen. Das war so klar. Ich habe da nie daran gezweifelt. Aber dann ist eines Tages in unserer Gemeinde einer auf mich zugekommen. Und das war einer, der manchmal so ein bisschen die Hammermethode hatte. Das war ein Handwerker. Und er so einfach so, «Weisst, wenn du heute Nacht stirbst, wo kommst du her?» Und ich so, 13. Und ich so, «Hilfe, wo komme ich her?» Und dann hat mir das wirklich so gebrannt, die Frage, die er mir gestellt hat. Und habe mir das echt überlegt. Und in dem Moment ist mir klar geworden, es langt nicht, den Glauben von meinen Eltern zu haben. Ich muss ihn selber haben. Und es braucht eine Entscheidung. Und das habe ich hier gemerkt und habe mich wirklich dann am Abend von meinem Bett runtergeknündelt, ganz banal, mit 13 und habe Gott gesagt, jetzt mache ich einfach radikal, ich will dich wirklich, ich sage Ja zu dir. Mit 13 und das habe ich nie bereut. Also hast du ganz ein klares Ja gehabt zu Jesus und du sagst, es ist so banal. Ja, in dem Moment ist auch etwas Riesiges passiert. Ja, absolut. Ja. Und ich habe aber auch gelesen, mit 18 hast du eigentlich schon den ersten grossen Schicksalsschlag erlebt. Du hast dort deinen Vater verloren oder ihr als Familie. Ja. Und ich kann mir vorstellen, so ein erster Sturm, wo durch dein Leben durchgegangen ist. Ja. Und wie ist es dir gegangen mit deinem Glauben? Wie hast du die Situation, die Zeit erlebt? Also interessanterweise habe ich wie am Abend vorher quasi, das ist so komisch, manchmal, wie Gott das macht, habe ich Abschied genommen von ihm, obwohl man gar nicht gewusst hat, was also passiert. Abschied genommen, was heisst das? Ja, man hat es irgendwie wie gemerkt und wir haben interessanterweise als Familie, so verrückt, ich habe das noch nie erzählt, haben wir am Abend voran ein Abendmahl zusammen gefeiert. Und das war nicht üblich bei uns? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und wir haben zusammen als Familie, wir haben nicht Fernsehen geschaut an diesem Abend, das ist auch, oder man schaut doch viel Fernsehen, nein, an diesem Abend nicht. Wie wenn wir ein Fest zusammen gefeiert hätten, aber keiner von uns hat gewusst, dass am nächsten Tag also mein Papi stirbt. Und ich habe wie wo es passiert ist, oder so, er war im Spital, hat einen Herzinfarkt gehabt, und ich bin daheim, also es war am gleichen Tag dann, am Boden geknündelt und habe Gott ihn wie zurückgegeben. Dabei habe ich ja nicht gewusst, dass er stirbt. Also er hat einfach einen Herzinfarkt gehabt. Und dort habe ich wie Abschied genommen von ihm. Also es ist noch interessant. Und, aber ich habe nie, es gibt ja dann Leute, die dann, es gibt viel doch, wo man dann so bitter wird auf Gott und so hässig. Wieso ja, hast verrückt du, oder verrückt hässig oder... bin ich nicht gewesen. Und ich kann es nicht einmal erklären, ich bin es nicht gewesen. Ich habe im Gegenteil, ich habe Gott einfach gedankt für 18 Jahre, wo ich den besten Papi von meinem Leben hatte. Also andere haben gar keinen Papi oder nicht einen guten Papi. Und meine war der Beste, den man sich vorstellen kann. Und ich habe Gott einfach nur gedankt. Für 18 Jahre, die ich ihn haben konnte. Also quasi bist du dankbar für all das, was Gott geschenkt hat? Ja. Ja. Ja, wir haben so das Thema Sturm vom Leben durchgekämpft. Ja. Ich glaube, so ein Sturm, das ist wirklich ein Sturm, wo man erlebt. Ich will ein Stückchen vorwärts gehen. Es hat dich auf Südamerika gezogen, auf Brasilien. Dort bist du dann nach verschiedenen Stationen angekommen und hast verschiedene Sachen gesehen in Sao Paulo. Ich habe ein Bild mitgebracht, oder 3 Bilder sind es, wo ein Bub am Klettern ist. Und das ist meine nächste Frage an dich. Also der Bub, der da am Klettern ist, ich glaube, es wird nachher gerade eingeblendet. Unser Noah ist dran, gell? Ich habe hier die 3 Bilder von dem Bub, der klettert. Es sieht da recht fröhlich aus, fast ein bisschen wie ein Spielplatz oder so, und ganz eine zufriedene Angelegenheit. Jetzt sieht man es da genau, da am Seil ist und er lacht über das ganze Gesicht. Kannst du uns erklären, was da los ist? Ja, das ist cool, dass du das ausgewählt hast. Das ist wirklich verrückt. Also es ist nicht ein Spielplatz, nein. Also vom ersten Bild sieht man im Hintergrund ein Auto und das fährt ganz schnell durch. Das heisst, da unten dran ist quasi wie eine Autobahn. Also wo wirklich die 100 Stundenkilometer oder was durchfräsen, auf allen Seiten. Und
das ist quasi das ist die Brücke, also ein Viadukt. Und dort, in diesem Viadukt leben die Strassenkinder. Das heisst, ja, drin. Also darum sind es auch 3 Bilder, dass man das wie kapiert. Das ist noch schwierig damit darzustellen. Also die haben an diesem Strick klettert es rauf in das Loch rein. Und beim zweiten Bild, wenn man ganz genau schaut, sieht man, dass dort oben jemand drin ist und runterlacht. Ja, man sieht die hellen Zähne dort. Die hellen Zähne sieht man, genau. Das heisst, und jetzt geht es darum, dass man dann dort rein, beim dritten Bild sieht man es, wie, es ist übrigens ein Mädchen, reinklettert. Aber das ist gut, hast du gesagt, es ist ein Bub. Es gibt nämlich ganz viele Mädchen, die sehen aus wie Buben, absichtlich, damit man sie nicht missbraucht. Also es ist wirklich, das ist der Grund. Und dort klettern dann sie dort rein und so leben. Also es ist nicht alle, die so leben, aber sie haben dort ihr Versteck. Das ist verrückt. Du hast verschiedenste Sachen gesehen, wo du dort das erste Mal zu Sao Paulo warst. Ja. Du bist heimgeflogen und hast geschrieben, du hast die 10 Stunden auf dem Flug hast eigentlich nur brüllt. Wieso? Das hat mich so bewegt. Also das zu sehen, das zu erleben, wie die Kinder leben. Und mir geht es so gut. Und die Kinder leben in einer Brücke drin und haben nichts zum Leben, nichts. Und dann habe ich einfach am Abend, bevor ich auf den Flug bin, wo ich dann so durchgekühlt habe, ich war in einem Strassenkinderprojekt und dort war der Paulo, der war 13, glaube ich. Und er hat mich umarmt und mir gesagt, Damaris, komm zurück, wir brauchen dich da auf Portugiesisch. Und ich habe nur gedacht, ich kann euch ja gar nichts geben. Ich war nur einen Monat dort. Ich kann nicht einmal Portugiesisch können, grob gesagt. Nur alle Fluchwörter, die sie mir beigebracht haben, die Strassenkinder. Dem haben sie Freude gehabt, wenn ich rumgeflucht habe. Bis mir jemand gesagt hat, du, das solltest du vielleicht nicht sagen. Und ich so, oh. Aber er hat mich umarmt und gesagt, komm zurück. Und es hat mich so bewegt. Darum habe ich 10 Stunden auf dem Flug nach Zürich brüllt. Wahrscheinlich der neben mir oder links und rechts neben mir haben gedacht, die ist irgendwie ein bisschen gaga. Aber ich kann nicht anders können. Und du hast dich dann entschieden, dass du wirklich wieder zurückgehen willst. Wie ist das dazu gekommen? Da habe ich quasi das, was ich dort auf dem Flug brüllt habe, ist dann nachher weitergegangen die einfach, wo ich dann das erste Buch geschrieben habe. Das haben wir auch da über Strassenkind Marcio. Und dann habe ich die Geschichte geschrieben und während dem Schreiben war es so wie wenn das, was ich selber schreibe am Computer, zu mir zurückredet und mir sagt, Damaris, es muss mehr sein als ein Buch. Und ich habe einmal voran, mit 26 oder so, in einer ganz, ganz langweiligen Stunde bei der Ausbildung, ich glaube auf Politik gegangen, das hat mich sowieso noch nie interessiert. Und dort ist es um Politik gegangen und ich bin dort gehockt und alle haben so gescheit geredet und ich nur dachte innerlich, wir haben so keine Ahnung von der Welt. Und dort habe ich Gott so gesagt, weisst du was, Gott, eines Tages will ich meine Hände dreckig machen. Ich will nicht nur reden, schnurren oder so. Ich will meine Hände dreckig machen. Ich will die Lösung sein. Du willst anpacken und nicht einfach drüber reden. Quasi. Ganz genau. Habe ich da beschlossen, in dieser komischen Stunde. Und dann hat mich Gott daran erinnert und gesagt, du hast doch gesagt... Also dann hat Gott während dem Schreiben, das, was du geschrieben hast, durch dein eigenes Buch zu dir dann geredet. Ist das eine Art wie eine Berufung gewesen? Schon auf eine Art. Aber ich habe nur so gedacht, huch, Schluck, ich habe ja die Sachen gesehen. Und es ist gefährlich in dieser Stadt und so, man wird ausgeraubt oder man könnte sogar umgebracht werden, passiert alles. Und dann habe ich gesagt, bist du sicher? Und dann habe ich ihm auch gesagt, du musst mir einen Beweis geben, weil mir hat eine Strassenkindermissionarin hier, als ich dort war, gesagt, schau, so eine Arbeit machst du nur, wenn du berufen bist von Gott, so sprichst du zusammen. Und das ist mir schon eingefahren. Ich habe gedacht, ich will nicht einfach nur dort hingehen, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt cool, das mache ich jetzt, sondern ich will eine Berufung haben, sonst mache ich es nicht. Also du willst wissen, dass Gott dich dort haben will? Absolut. Und dann habe ich Gott gesagt, okay, wir machen es so. Mal, ich weiss nicht, wie es heute ist es sehr schwierig, ein Visum überzukommen. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn du mir ein Visum schenkst, dann gehe ich. Ich dachte, das ist eh nicht möglich, das ist so schwierig. Und dann habe ich meine Papiere gehabt, bin aufs Konsulat in Zürich, bin dort angestanden und habe meine Papiere gezeigt. Und dann fragt mich die Frau, ja, was wollen Sie denn machen in Brasilien? Und ich so, ja, mit Strassenkind arbeiten. Und sie so, ach, ist das eine coole Sache? Wumm, Stempel drauf. Guter Flug. Und ich so, was ist jetzt da? Schon erledigt. Okay, ich habe, glaube ich, den Ruf verstanden. So. Und dann bin ich gegangen. Ja. Und das hast du dann aber auch bewahrt in deinem Herz für die Zeit, wo du dann in Brasilien warst? Das hat mich gegeben. Weil, wie gesagt, dann sind die Stürme dann schon losgegangen. Ja. Und dann, wenn man dann nicht weiss, das geht uns allen ja so im Leben, wenn man nicht so 100% sicher ist, das ist der Weg, ja, dann würde man auch sagen, ja, nein, das ist der Teufel, der mir alles im Weg legt, ich sollte einen anderen Weg einschlagen. Das heisst, ich habe das so gebraucht, dass ich gewusst habe, das ist mein Weg. Dass man sagt, ich muss das Studium durchkämpfen und nicht einfach einen anderen Weg suchen. Quasi. Genau.
Jetzt bist du mehrere Jahre dann in Brasilien gewesen, dort in Sao Paulo, hast mit Strassenkind gearbeitet. Ja. Ich habe da 2 Bilder mitgebracht, wo man das auch sieht. Eins, wo du dort irgendwie so vor einem Loch hockst. Ja, das ist auch wieder eine interessiert uns, was Strasse. dort im Loch hinein ist. Ja, das ist auch wieder ein Strassenkinderversteck. Man sieht innen durch vielleicht ein bisschen Karton oder so. Dort drin schlafen sie auch. Und es ist einfach grusig und dreckig und dunkel und hat Ratten. Und Das ist wirklich eine riesen Not. es ist eine Riesennot. Ja. Dort, eben auch unter der Straße, dort leben sie. Und das Bild rechts? Das ist dann in diesem Strassenkinderprojekt. Und dort habe ich diesen Jungs, wir hatten einfach Jungs, die dort ist eine Herberge für Strassenkinder, die haben dort übernachtet. Und man wollte auch etwas machen mit diesen Kindern, Jugendlichen. Und dann habe ich ihnen Gitarre spielen beigebracht. Oder probiert zumindest. Jetzt habe ich eine schwierige Frage an dich. Ja. Und zwar bist du ja eine recht lange Zeit dort gewesen, hast gewirkt in verschiedenen Art und Weise in diesem Projekt, in anderen Projekten. Wir haben auf dem Flyer den Titel «Er lebt». Also Gott erlebt, aber er ist auch erlebbar. Was ist so das grösste Erlebnis, das du gehabt hast mit Gott in dieser Zeit? Ich glaube, es gibt unzählige, aber vielleicht kommt da gerade eins in den Sinn. Es gibt unzählige. Also ich denke, es ist so ein über alles, wo ich Gott so krass erlebt habe. Vielleicht, ich greife einfach mal eins raus. Zum Beispiel haben wir einen gehabt, der hat Zähnchen geheißen, Dentinho, also er hat so einen abgebrochenen Zahn gehabt, von einem Streit natürlich, Auseinandersetzung. Das ist so wie sein Übername oder sein Strassename? Genau, sein Strassenname, Dentinho, also Zähli, das klingt so komisch. Aber das war dann nicht ein lustiger, der hat immer alle verprügelt, war brutal, gewalttätig, 17, riesen Kasten und ist überall schon rausgekickt worden. Nur noch bei uns hat er dürfen sein. Ja. Und dann eines Tages kommt er heulend zu mir. Dann sage ich, Das ist speziell, wenn so jemand heulen kommt. ja. Und ich so, was ist passiert? Eigentlich hat er Leandro geheißen, aber wir haben ihm Dentinho gesagt. Was ist denn passiert, Dentinho? Und er hat gesagt, ja, das glaubst du jetzt nicht, was jetzt vorher passiert ist. Er hat gesagt, ich war so hässig auf einen, ich weiß nicht, was ihm der jetzt leid gewerkt hat, ich wollte ihn umbringen. Und wenn Sie so etwas sagen, das meinen Sie ernst, das ist nicht Die so. machen das dann? Die machen das das ist nicht dann. einfach so gesagt? Genau. Also hat er sich eine Waffe besorgt und ist unterwegs gewesen, um den Typ umzulegen. Und als er unterwegs ist, hat er gesagt, dass, du glaubst nicht, ich bin auf dieser Straße gelaufen, plötzlich höre ich eine Stimme. Leandro, kehr um. Und dann sagen so stehen geblieben, es war kein Mensch rum, nur er und die Straße. Und dann ist er umgekehrt und er eben heulend zu mir und gesagt, das war Gott. Das war Gott, der mich daran gehindert hat, um den umzubringen. Und ich, ja, das war Gott. Dann hat Gott in dem Moment 2 Leben gerettet eigentlich. Ja, unglaublich. Was hast du denn gesagt? Ich weiss nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe nur einfach gedacht, das ist ja wie beim Saulus. Das ist ja wie beim Saulus, wo ihm Gott erschienen ist. Also wirklich eine Stimme gehört, Leandro, kehr um. Und dann ist er zu uns gekommen. Mega, Also das ist mega krass. so und gerade was Waffen anbelangt, um Kriminalität, habe ich viel so Zeug erlebt oder auch gehört, auch der Rinaldo, wo er auch ein Buch da haben. Das habe ich nicht selber erlebt, aber er hat mir es erzählt, als er auch auf der Straße war und er hat gewusst, ich komme heute Nacht. Und dann war er dort und alle sind von allen Seiten auf ihn zugekommen mit Waffen und haben auf ihn geschossen. Und er hat sich am Boden geknüllt, also ich meine, am Boden geknüllt. Ja. Oder? Und ich meine, mit Waffen bringt man jemanden um, aber kein Schuss hat ihn getroffen. Okay. Und dann hat er gesagt, er hätte eine Hand gesehen, die die Kugeln abgewehrt hat. Und das ist unglaublich. Und so Zeug würde ich normalerweise nicht glauben, auf eine Art so, denke, was. Aber ich habe das tonnenweise so Geschichten gehört und erlebt und so. Also, ja, das ist, wenn man in den Filmen so Sachen sieht, dann schiessen 1000 und Ja. keine Kugel trifft, dann denkt man, völlig unrealistisch, genau, oder? genau. Aber so ist wirklich, oder der Waldir, Ja. wo einen hat umbringen, ein Polizist hat Von ihm haben wir auch ein Foto vom Waldir. vom Waldir? Das war ein ehemaliger Bandenchef, Genau, oder? da ist er, der Waldir und ich. Eigentlich wie ein kleiner Bruder für mich. Und er hat auch mir mal, das steht nicht im Buch, weil er hat mir es erst später anvertraut, gesagt, unter Tränen gesagt, weisst, ich wäre Mörder, ich wäre ein Mörder. Und Gott hat es verhindert. Ich habe einen Polizist, ich habe die Waffe in mein Maul gehabt und wollte schiessen. Und es ist kein Schuss rausgekommen. Er hat mir das heulend gestanden und gesagt, Gott hat mich bewahrt davor, ein Menschenleben zu nehmen. Dann ist eigentlich, hast du erlebt, wie Gott wirklich dort ist und auch zu den Ausgestoßenen, zu den Ärmsten, von den Armen, zu denen, die sonst eigentlich von allen verlassen sind, hingeht und ihnen begegnet. Ja. Hast du auch erlebt, sind so die Strassenkinder auch zum Glauben gekommen dann? Hat die eine die Liebe von Gott so gepackt?
er zum Beispiel, er ist ein gutes Beispiel. Auf dem Foto sieht man auch, er lacht. Also er lacht noch hat noch viel mehr gelacht. Das ist nur ein Lächeln. Aber als ich ihn kennengelernt habe, er hat nicht gelacht. Er hat nichts zu lachen kein Mal. Nie. Ja. Ganz, ganz ernst und traurig und sehr düster. Und, weil er war Bandenchef in Sao Paulo und hat Drogen dealt und so. Er hat nichts zu lachen gehabt. Und dann, als ich dann nachher wiedergekommen bin, also ich bin ja eben heulend heimgeflogen und nachher mich entschlossen, wieder zu gehen. Und dann, als ich wiedergekommen bin, ist er in diesem Projekt und hat nur noch gelacht. Und ich so, hey, was ist denn passiert? Ja, ich habe Jesus kennengelernt. Das war unglaublich. Und er ist für mich bis heute so ein Beispiel, wie man so unkonventionell kann von Leuten von Jesus erzählen kann. Er hat zum Beispiel lustiges Zeug gemacht. Er ist den Leuten hinten reingerannt. Auf der Straße. Er hat wirklich hinten reingespielt, wie gestört. Wobei, die haben dann Angst bekommen Ja, wahrscheinlich. schon sehr. Er ist einfach ein verrückter Typ gewesen. Und dann sie und dann er so Küchen. Ich muss unbedingt etwas sagen. Ja, was denn? Jesus liebt dich. Und das hat er noch die ganze Zeit gemacht. Ja. Also es ist unglaublich. Ja, hat wirklich. Aber er hat auch ein Beispiel, ein lustiges, aber trauriges oder komisches Beispiel, muss ich gleich auch noch erzählen von ihm. Er hat aber auch immer zu kämpfen gehabt, dann mit, dass er wieder zurückzieht auf die Straße. Und er hat auch mit Waffen zu tun gehabt. Und er hat, einmal hat er mir zur Nacht angerufen, er hat schon da gearbeitet, das war wahrscheinlich jemand dann, wo man da so hückelt, vielleicht eine Nacht später, oder ich weiß es nicht mehr, läutet er mit Nacht mit 12 Jahren und sagt, Damaris, ich hocke jetzt da gerade mit ein paar Typen und wir wollen morgen eine Bank überfallen. Was denkst du? Hat er dich gefragt? Ja, es Nacht um 12 Uhr. Und ich bin, wie gesagt, du denkst so, oder? Und ich so am Telefon erstens im Halbstunde, Valdir, das meinst du nicht mal, was denkst du? Und ich so, nein, sicher nicht, ich gehe jetzt nicht eine Bank überfallen morgen. Und er nur so, okay. Und dann hat er aufgelegt und am nächsten Morgen normal arbeiten. Und ich so, Valdir Ehrenwort. Also wirklich. So Zeug. Jetzt haben wir Gott erlebt, aber er hat Stürme durchgekämpft. Ja. Was war in dieser Zeit der grösste Sturm, den du erlebt hast? Das sind eigentlich die inneren Kämpfe, zum wirklich dran zu bleiben und auch, was mir in dem Sinne dann von außerhalb so zugestoßen ist, kann man so sagen. Zum Beispiel, eines, was ganz schlimm war für mich, ist, wo einer meiner besten Freunde mich ausgeraubt hat. Und ich bin so ein bisschen blauäugig. Ich bin sehr behütet aufgewachsen und ich habe nicht gedacht, dass irgendjemand mir Böses tun kann oder so. Und dann noch gerade auch Christen, ich dachte, das ist ja nicht möglich. Aber das sind alles Christen und ich habe mit denen ja zusammen geschafft. Wir haben zusammen mit dem Projekt geschafft. Also Freunde eigentlich, Freunde, oder? beste Freunde. Und mir ist einfach über Nacht aus meinem Kasten, nein, nicht über Nacht, falsch. Am Morgen, ich habe Predigt gehalten in der Kirche. Und während dem Gottesdienst. Und ich habe Predigt gehalten und das haben alle gewusst, ja, logischerweise. Und dann, als ich retour komme zu mir heim, ist die Türen aufgebrochen und das Geld ist weg. Und das war viel Geld, über 20'000 Franken umgerechnet. Weil ich habe das dummerweise blauäugig, oder habe ich das meinen Freunden am Abend vorher erzählt. Also du sagst jetzt blauäugig. Wir denken jetzt, deinen Freunden sollte man so etwas erzählen können. Ja. Wieso blauäugig? Ist das Thema Geld? Das ist das ein kompliziertes Thema? In Brasilien schon. Weil es ist schon auch ein korruptes Land und ein armes Land. Und für die, wenn wir alle von uns, wenn wir dort wären, wären wir quasi eine Dollarnote. Wir wären Geld. Geld. Die haben Geld. Auch wenn es nicht stimmt. Aber wir haben Geld. Und wenn es irgendwie geht, dann sollte man von dem profitieren können. So ganz genau. Ganz genau. Und dann hat mir eben einer, weil er das gewusst hat, mich ausgeraubt. Und ich habe nur gewusst, dann ist die Polizei gekommen und so. Und wir sind wie bei Agatha Christie so zusammengeguckt. Meine 5 besten Freunde und ich. Und ich habe einfach gewusst, einer war es. Das ist eine schwierige Situation. Ja. Das ist... Nein, ich habe nicht gewusst. Da zerbricht etwas in einem. In mir ist das erste Mal so etwas wirklich zerbrochen. Und dann nachher ist es weitergegangen. Und da bin ich noch, das Schlimmste war dann, als ich aus der Organisation rausgekickt worden nach 5 Jahren, wo ich mich so reingegeben habe und alles gegeben. Ich habe mein Geld gegeben, ich habe mein Herz gegeben, ich habe mein Leben gegeben, meine Zeit, alles habe ich gegeben für die Strassenkinder. Und am Schluss wirst du einfach rausgekickt. Einfach so und tschüss. Und tschüss. Und sogar aus dem Land rausgekickt. Du hast gesagt, das ist jetzt auch ein äußerer Sturm, aber du hast gesagt, es sind vor allem auch innere Stürme gewesen. Ja. Wie bist du mit diesen inneren Stürmen umgegangen? Ich habe noch nächtelang gerungen mit Gott. Also einmal... Das heisst, du bist mit Gott besprechen? Ja. Durchgekühlt, durchgeschrauen, nächtelang. Also einmal, wo eine Pastorin meine Berufung so angezweifelt hat. Und eben,
ich habe es am Anfang doch erwähnt, wo ich gesagt habe, ich habe das gebraucht zum Wissen, also nicht das jetzt, sondern am Anfang... Berufung hast du gebraucht zum Wissen? Zum Wissen, ich gehe da durch. Das ist mein Weg, egal wie holprig das wird. Und sie als Pastorin hat mir nachher genau das Gegenteil gesagt. Und nein, weil du so viele Stürme hast, ist es ganz klar, das ist nicht dein Weg. Ja, jetzt geh mal damit um, was ist es jetzt? Habe ich es recht oder sie? Bist du ins Fragen gekommen dann auch? Extrem. Und ich habe mich hinterfragt und ich habe wirklich auch gesagt, ja, aber kann das sein? Verpasse ich meine Berufung? Bin ich völlig auf dem Holzweg? Höre ich nicht auf dich? Ja, das sind gute Fragen. Oder? Und hat es dann auch eine Antwort gegeben? Ja, nach einer ganzen Nacht, und es war an meinem 30. Geburtstag, das hat es noch viel schlimmer gemacht. Das war mein schlimmster Geburtstag, wo einfach aber meine Berufung so hinterfragt wurde. Und ich habe die ganze Nacht mit Gott gerungen, gekühlt, gesagt, jetzt gib mir eine Antwort, ich muss es wissen, ich will nicht. Ich habe es ihm auch wirklich so gesagt, ich will nicht eines Tages vor dir stehen, im Himmel, und du sagst so, es war falsch, hast du es nicht geschnallt? Nein, du musst mir es jetzt sagen. Also ich will ja das machen, was du möchtest. Also bitte, sag mir es. Also das ist echt klar, du hast das machen, was Gott von dir will. Ja. Das ist deine Entscheidung, ja. wo du... Ja. Und absolut. Und dann, am Morgen früh, irgendwann um 5 Uhr oder so, habe ich plötzlich so einen Frieden bekommen. Einfach ein Frieden, so wie wirklich nach einem Sturm. So ein Frieden, der den Verstand übersteigt. Genau. Und wo dieser Frieden reinkam in mein Herz, habe ich einfach gewusst, es ist richtig, was ich mache. Ich mache weiter. Und dann war es gut. Dass so ein Frieden erlebt, wie es in der Bibel heißt, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Ja. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wirklich. Das ist etwas Wunderschönes. Ja. Ja. Ich würde gerne einen Schritt vorher gehen. Ja. Wir können in dem Buch jetzt noch ein bisschen lesen. Ja. Du hast geschrieben, du hast dich als Teenie und so nicht für andere Jungs interessiert, sondern vor allem fürs Schreiben und so. Aber das Thema Männer ist gleich auch immer wieder das Thema gewesen. Das Thema verliebt sein. Du schreibst das sehr offen. Das ist, lohnt sich, zum mal selber reinlesen. Aber vor allem möchte ich über den Mann reden, der dann auch dein Mann geworden ist. Ich habe gelesen, was er war. Kannst du uns das kurz erklären, was das ist? Es ist gestanden, Travestiekünstler Diva Coco Brown. So ja, genau. Genau, das kennt man vielleicht sonst nicht so, also in den christlichen Kreisen vor allem nicht. Drag Queen, also Travestiekünstler, das sind Männer, die sich als Frauen verkleiden und dann auftreten auf der Bühne. Also es ist nicht das gleiche wie ein Transvestit, sondern ein Travestiekünstler. Also einer, der Mann ist und sich als Frau verkleidet. Und er ist angefragt worden, ob er das machen will. Und er hat sich immer hässlich gefunden. Und dann hat er wirklich, als er das gemacht hat, haben alle gesagt, wie schön das er ist. Und dann hat er gedacht, wow, ich bin schön. Und dann ist er Travestiekünstler geworden und ist als Diva Coco Brown ist er dann wirklich auftreten. Und wo du ihn kennengelernt hast, hat er aber irgendwie ein anderes Leben gehabt. Ja. Ich habe ein Erlebnis im Kopf, wo wir zusammen im Kaffee gehockt sind, ein paar Stunden lang, weil du hast seine Geschichte aufschreiben und ein Buch daraus machen und er hat das auch wollen, er war parat dafür. Ja. Das wird sehr bewegende und interessante Zeit gewesen sein. Ich glaube, die Funken sind dort auch schon ein bisschen am Springen gewesen. Aber vor allem am Schluss hat er gesagt, komm, ich komme dir die Kirche zeigen. Ja. Und dann sind die los und er hat dir gezeigt, wo er eigentlich Gott begegnet ist. Kannst du uns das erzählen? Das ist so eindrücklich. Das ist wirklich eindrücklich gewesen, weil er hat auf der Straße gelebt, also Strassenkind und Drogendealer und eben Drag Queen und alles. Und dann ist er hat ein Saulus-Paulus-Erlebnis gehabt, wirklich, wie es in der Bibel steht. Er hat sich das Leben nehmen, ist unterwegs gewesen, um sich das Leben zu nehmen. Ja, also er hat in dieser Zeit mit Gott und so nichts zu tun gehabt, nichts am Hut. Nichts, gar nichts. Er hat nicht mal gewusst, dass es ihn gibt. Ja. Im Gegenteil, er hat ihn einfach angeklagt und gesagt, wenn es dich wirklich gibt, wieso hast du mir so ein verschissenes Leben gegeben und so. Also geschrauen zu ihm. Er ist echt völlig am Abgrund gestanden. Völlig. Und dann ist er eben unterwegs, um sich das Leben zu nehmen und hat Gott verflucht. Und Gott begegnet ihm. Auf der Straße von North Carolina. Also du sagst, er hat sich umbringen. Ja. Er hat einfach keinen Sinn mehr gesehen im Leben. Ja. Und dann hat ihn Gott so überwältigt, wie der Saulus Paulus. Er ist auf die Knie runtergefallen, mitten auf der Straße, hat mir die Stelle auch gezeigt, auf der Straße. Und hat angefangen zu heulen und hat nur noch gesagt, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Dabei hat er nicht mal gewusst, wer Jesus ist. Und dort hat er gesagt, er hat so viel Liebe erlebt, wie in seinem ganzen Leben noch nie, wo kein Mensch ihm geben kann, wo niemand geben kann. Und er hat immer nach Liebe gesucht. Und Gott hat es ihm gegeben. Also ihr seid dann nachher dort an dieser Straße gestanden und er hat dir die Stelle gezeigt, wo er Gott begegnet ist und Gott ihm seine Liebe und seine Herrlichkeit irgendwie ein Stück weit offenbart hat. Ja, einfach so ganz allein. Und dann, es ist wirklich eine eindrückliche Geschichte, und dann ist, als er wieder so
zu sich gekommen ist, so quasi, ist eine Frau auf ihn zugekommen, die auf der Straße gelebt hat. Und die hat immer, das ist so lustig, die hat immer einen Helm gehabt, weil sie das Gefühl hatte, der Himmelkehr auf den Kopf. Und die Frau ist zu ihm gekommen und hat gesagt, was machst du, Toni? Toni, was machst du am Boden? Und er, ja, du, mir ist Gott begegnet. Und sie, ja, das passiert. Und so. Also sie sagt einfach, was ist so eine... so, ich stelle mir das Gespräch so lustig vor. Gott hat Humor, oder? Und dann hat sie ihn irgendwie gefragt, ja, was machst du jetzt? Weißt du, wo du heute Nacht schlafen kannst? Und er so, nein, keine Ahnung. Und dann hat sie gesagt, die komisch kurlige Frau, die gesagt, du, da vorne, wenn du da ein bisschen weiterlaufst, dort hat sie Kille, dort tue ich manchmal schlafen, weil die Türen ist immer offen. Und dann ist sie wieder weitergegangen mit ihrem Helm. Und er ist aufgestanden und ist dort in die Kille. Und die Kille hat er mir dann eben auch gezeigt. Und da wirklich, er hat gesagt, er sei dort reingekommen. Und es war nur er und Gott. Und es war so still. Und vorne irgendwie hatte es ein Piano, ein Klavier. Und er sei dort hergehockt und hat sein erstes, er konnte gar nicht Klavier spielen, aber er ist hergehockt und Gott hat ihm ein Lied geschenkt. Und es war, «There is a man who loves you», da ist ein Mann, der dich liebt. Und es ist wirklich so ein eindrückliches Lied. Und das hat er dort gespielt. Und dort ist ihm Gott erschienen. Und dann ist er 2 Monate lang in dieser Kille geblieben. Hat sich bei den Killenkleidern, bei den Chorkleidern im Schrank versteckt. Bis der Pastor gemerkt hat, da schläft einer bei den Killenkleidern drin. Und dann ist er durch den Pastor hat er dann auch herausgefunden und so. Und hat das Wönigli bekommen und so. Aber die Kille, und er hat gesagt, dort hat er Gott erlebt. 2 Monate lang hat Gott mit ihm geredet. Auch akustisch, ist so verrückt, so unglaublich. Und er ist aus dem Geschäft ja dann ausgestiegen, aber hat noch einen letzten Auftritt gehabt. Ja, eben als Diva Coco Brown. Ja. Und dann hat er wirklich gewusst, ich will wirklich jetzt mit Gott, mit Jesus vorwärts gehen. Und dann will ich nicht mehr Diva Coco Brown sein. Und er war berühmt als das. Und dann hat er gesagt, ich mache einen letzten Auftritt. Und hat es gross angekündigt mit Plakaten, alles Diva Coco Brown und alles in gekommen. Und dann ist er als Mann auf die Bühne. Und ist ausgebaut worden, natürlich. So, buh, buh, ja, wo ist Diva Coco Brown? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, ich tritt jetzt, das bin ich. Und dann hat er angefangen zu predigen. Und dann sind die Bananen geflogen, alles ist geflogen, oder? All buh, 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 buh. Und er hat einfach predigt. Und nachher ist er rausgegangen und zu der Umkleidekabine und er hat gedacht, oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Oh nein, was habe ich gemacht? Und dann sagt der Manager vom Club, es war ja ein Club, sagt zu ihm gekommen, an die Tür geklopft und gesagt, du, Toni, da will jemand mit dir reden. Und dann hat er die Türen aufgemacht und sagt, eine Schlange von Leuten gestanden. Zum Reden? Zum Reden mit Bananen? Nein, nicht mit Bananen oder Tomaten, zum Reden. Und dann hat eine, also es war unglaublich, und er hat gewusst, das ist meine Berufung. Und einer oder ein Mädchen hat nachher mit Tränen gesagt, ich kann nicht glauben, dass Gott mich da gefunden hat. Da in diesem Club hat Gott mich gefunden. Und dann hat er, das war der Moment, wo ich das ist meine Berufung. Ja. Das ist meine Berufung. Ich habe ein Bild oder ein paar Bilder, die ich noch habe, von der Schür, oder dem, wo er dann hatte, ja. Open Arms, ja. Wo er dann auch hat, wirklich für Leute da sein. Ja. Und dort hast du ihn ja auch kennengelernt. Ja, gell? Ja. Sag doch 1, 2 Sätze, was dich dort getroffen hat. Ja, das ist wirklich unglaublich. Ich sehe es da schon, darum ist jetzt die Überraschung ein bisschen weg. Aber es ist unglaublich. Er hat einfach im Wald von North Carolina hat er so einen Trailer bekommen. Das sind so Wohnwagen. Und eben die Schür von einem Drogendealer hat er es bekommen. Und dann ist er dort hin und einfach die Drogenabhängigen sind zu ihm gekommen und sind einfach frei geworden von Drogen. Einfach durch die Bibel, durch das Zusammensein sind die frei geworden. Und als ich dort hingekommen bin, dann ist mir eben ein lebensgrosses Huhn entgegengekommen. Das ist das Beweisbild. Und ich habe ihn dann gefragt, wer ist das? Und das ist einfach unser Huhn. Ja, aber wer ist es? Wir wissen es auch nicht, aber er ist mal hierher gekommen und ist geblieben und seither... Also der hat immer das Kostüm angehabt. Das ist richtig. Und so komisch sind eben alle gewesen. Der eine... Es ist wirklich wahr, jetzt muss ich schauen. Na gut, ja, man sieht es unten dran, einfach die kurlige. Das ist einer, der kurze Hosen anhat. Von euch aus, zweite, von links, mit einer Brille. Es war kalt, er hat immer kurze Hosen an und er hat seinen eigenen Urin getrunken, zum Beispiel. Okay. Er hat einfach gefunden, das sei gut. Aber und das war wie ein Anliegen, dass die Leute kommen können, ja. Die sonst nirgends hingehen können. Ja. Und einmal, er hat dann auch erlebt, einmal sagt es mit seiner Nacht ein Vater gekommen, mit seinem Sohn. Mit dem Traktor ist er gekommen, hat den Sohn abgeladen und hat Geld in die Hand gedrückt und gesagt, kümmere du dich um ihn, ich weiss nicht, was ich machen soll.
Und so Sachen hat er erlebt und die Leute sind frei geworden von Drogen. Also er hat auf dem Herz gehabt, die Liebe von Gott weiterzugeben. Ja. Ja. Und zwar, ich sage jetzt mal denen, die es am allermeisten brauchen. Ja. Ja. Ich habe da ein Foto, das ich dabei habe, ist von ihm Hochzeit. Ja. Das ist ja auch eine lustige Geschichte. Ja. Also im Detail müsst ihr es dann lesen gehen. Ja. Im Wohnzimmer. Und nachher das zweite Bild in Sao Paulo ist dann das zweite Hochzeit. Ja. Und nachher haben ja beide Hochzeit zuerst irgendwie gar nicht so gehalten, weil die richtigen Papiere der Pastor Ui, das so irgendwie peinlich. verhühnert hat. Oder? Wir sind gar nicht verheiratet, das haben wir ein halbes Jahr später festgestellt. Da ist er mich beichten und gesagt, du Damaris, ich muss dir etwas beichten. Und ich sage, was, wir sind gar nicht verheiratet. Und ich, was, wir sind... Dann hat er noch das dritte Mal geheiratet? Ja, nein, wie haben wir es gemacht? Nein, wir haben dann, der Pastor hat dann irgendwann ein Papier gefunden. Also in Amerika bist du wirklich verheiratet, ist ein bisschen anders als da, wenn der Pastor unterschreibt. Ja. So offiziell auf dem Papier. Und er hat das vergessen. Ja. Und er hat Papier verhühnert. Und wir sind ein halbes Jahr, haben wir gemeint, wir seien verheiratet und sind es nicht gewesen. Also ihr seid es nicht gewesen auf dem Papier. Auf dem Papier sind wir es nicht gewesen. Ihr habt das ja Genau. füreinander Ja, gehabt. genau. Wir haben nachher einen Dienst angefangen, sind auch auf Brasilien wieder gegangen, sind aber auch nachher in Europa immer wieder unterwegs gewesen. Du hast erzählt von deinen Büchern, ihr habt erzählt von so im Leben. Plötzlich sind ihr in Gochsheim gelandet. Gochsheim. Das ist ein kleiner Ort in Deutschland, wo ich sage mal so, ich sage es lustig, übertrieben gespitzt gesagt, wo nur Kühe und Christen leben. Einfach auf dem Land aus und eine Gemeinde. Einfach, ja. Und die Gemeinde hat unsere Herzen geheilt. Ja. Weil gerade Sao Paulo, auch zusammen, vorher, ich allein und nachher zusammen, haben wir so viel Schwieriges auch erlebt. So viel Stürme halt. Stürme. Ja. Wirklich Stürme, die brutal waren zum Teil. Wo ich auch verhaftet worden bin und ich wirklich nicht gewusst, komme ich ins Gefängnis, komme ich da wieder raus. Ja, es hat Story mit Flucht und Bus. Mit Flucht und Bus, und nach Paraguay geflüchtet und einfach Zeug, das normalerweise in einem Film siehst. Und wir haben einfach das Zeug selber erlebt. Und wenn du drin steckst, ist es nicht lustig. Wirklich nicht lustig. Und darum, wir sind fix und fertig gewesen. Und dann sind wir nach Gochsheim gekommen, in die Gemeinde. Und die Gemeinde hat uns, ich kann es nicht anders sagen, gesund geliebt. Die sind so herzlich gewesen. Und wir haben das am Anfang gar nicht annehmen, weil wir so viel, ich sage es wirklich, uns ist immer ein Messer in den Rücken gestochen worden, immer von denen, die wir am meisten vertraut haben. Und darum haben wir gedacht, so sind alle. Wir haben den Glauben verloren an Menschen, aber auch speziell in Christen. Einfach verloren. Es war nichts mehr da gewesen. Und dann ist die Gemeinde von Gochsheim, die Leute sind gekommen, und die haben uns zum Teil ein Zmorgen vor die Tür gebracht. Sie haben uns zu allen Partys, die es eingeladen. Und eine Frau hat uns mal Salz gebracht und Honig und hat gesagt, oder Milch und Honig und hat gesagt, die Zeit da soll für euch sein, wie quasi, wo Milch und Honig für euch fließt. Und so haben wir es auch erlebt. Dann. So haben wir es erlebt. Jetzt, zusammen haben die viel gedient, Gott. Auch da, was kommt dir als erstes in den Sinn? Gott erlebt. Was ist so das Größte, was in den Sinn kommt, wo ihr zusammen unterwegs in Gott erlebt habt? Wir sind viel unterwegs und er hat dann predigt und ich habe eben von meinen Büchern erzählt. Und er hat echt so eine Salbung auf seinem Leben gehabt, dass sich Leute bekehrt haben. Also ich habe manchmal gesagt, ich könnte vorne stehen und die gleichen Worte sagen, würde sich kein Mensch bekehren, aber du stehst vorne, sagst die Worte und machst bumm. Und wir haben es einmal, ich weiss wirklich noch, da hat er irgendwo predigt und ich habe ihn übersetzt. Und am Schluss ist fast ein halber Saal vorgerannt und haben sich runtergekniet und alles war nass, voller Tränen. Also sie sind vorgekommen, weil sie wollten Jesus in ihr Leben einladen. Ja. Und das sind so Momente, wenn du das so live erlebst, dann denkst du einfach, nein. Da wird einem Gott so groß und wir haben manchmal so gesagt, was das dürfen wir alles einfach erleben. Unglaublich. So Sachen haben wir erlebt zusammen. Die Frage nach dem grössten Sturm, die Mann, der Demetri, ist überraschend aus dem Leben rausgegangen, also überraschend, unerwartet auch in dem Moment. Ja. Und das ist sicher einer der grösseren Stürme gewesen. Das ist, ja. Wie hat dich der Sturm getüpft? Das war brutal, weil wir sind zusammen so unterwegs, wir sind wirklich nicht ein 0815 Ehepaar gewesen, sondern wir haben zusammen predigen, wir sind zusammen Strassenkinderarbeit, zusammen unterwegs und so und haben Gott zusammen so verrückt erlebt. Und dann, wir haben einfach Vollgas gegeben mit Jesus, kann man sagen. Und dann einfach eines Morgens finde ich ihn tot im Bett. Und er war erst 44 gewesen. Und wir haben das Leben vor uns gehabt, beide, oder? Und haben
zusammen Gott dienen und dann weiter dienen und so viel Pläne und Ideen gehabt. Also. Ja, Pläne und Ideen und so. Es hat man mich nur so gesprudelt. Und dann hat ihn Gott einfach weggenommen. Also er hat schwere Diabetes gehabt und ist in ein diabetisches Koma gefallen. So ist er gestorben und ist einfach nicht mehr aufgewacht. Und ich bin natürlich in ein totales Loch hineingegangen. Ich dachte, das kann nicht sein. Das kann es nicht sein. Und dann ist auch parallel dazu ist, wir haben dann auch eine Gemeinde übernehmen und weiterführen und das hat nicht geklappt und es ist wirklich sehr schwierige Sachen sind dort passiert, sodass es ist so ein Sturm gewesen, wenn du von Sturm hast, es ist so ein Sturm gewesen. Mein Mann stirbt. Parallel dazu ist mit der Gemeinde ist wirklich ganz, ganz schwierig geworden. Und der Sturm, wie es bei einem Sturm auch ist, oder wenn du so das Wasser wenn du im Wasser so wühlst, ist alles wieder durcheinander gekommen und es ist mir alles wieder ob sich gekommen, von früher, all die Sachen, die ich auch in St. Paul, ich bin die, die immer auf die Zähne gebissen hat. Ich bin immer so die Kämpferin, darum nenne ich es auch Kämpferseele, so Kämpferseele und einfach auf die Zähne bissen, weitermachen, irgendjemand muss ja weitermachen, ich mache jetzt weiter. Und dann alles andere, was passiert ist, wo jetzt nur an der Spitze angesprochen habe ich einfach abgedrückt, abgeschluckt. Einfach tief in mir irgendwo vergraben und gesagt, Gott, du kümmerst dich darum. Und das ist alles wieder vorgekommen. Und ich bin in ein absolutes Loch gefallen und all die Gefühle von Bitterkeit auch sind wieder vorgekommen. Von nicht können vergeben, was mir angetan wurde. Ich war so hässig, so bitter. Und wie hast du in diesem Loch, in diesem riesigen Sturm, wie hast du Gott dort erlebt? Dort ist er mir extrem liebevoll und sanft begegnet. Und zwar in ganz, ganz vielen kleinen, eigentlich jedes einzelne ist riesig, aber kleine einzelne Sachen, die er mir so auf den Weg gegeben hat. Und das, ich muss natürlich dazu sagen, das ist nicht einfach von heute auf morgen alles wieder gut gewesen. Und auch die Kombination halt ist so krass, von der Trauer bei meinem Mann, der gestorben ist, und gleichzeitig eine Bitterkeit über alles, was passiert. Es ist wirklich ein Sturm aller Stürme, wenn man so will. Alles ist zusammengekommen. Und es hat Jahre gebraucht, weißt, bis das wieder alles hat gesunden. Also können wir sagen, Gott hat dich wie an der Hand genommen und Schritt für Schritt mit dir vorwärts gegangen? Ja, und zwar wirklich über, ich würde sagen, mindestens 2 bis 3 Jahre hat es gebraucht, bis es alles wieder hat dürfen heilen. Ja, also das heisst, zu Gott gehen, seine Hand ergreifen, ja. geduldig sein. Ja, und ich habe einfach da ist er einfach sehr liebevoll auch mit mir umgegangen. Ich kann vielleicht 1, 2 Beispiele nennen. Es sind wirklich insgesamt ganz, ganz viele, die dazu beigetragen haben. Aber ein Beispiel war zum Beispiel, wo ich nach dem Dimitris im Tod, ich habe es einfach nicht verstanden und habe nicht gewusst, und wie soll es jetzt weitergehen mit meinem Leben und überhaupt. Ich war wie nicht hässig auf Gott, aber ich habe es nicht verstanden und habe einfach gedacht, ja, aber wie soll ich weiterleben? Und dann bin ich viel in den Wald rauf, weil dort meistens niemand rum ist und dann kann ich rumschreien und rumtoben, es gehört kein Mensch, nur Gott. Und dann bin ich dort hin und habe wieder mal mich mit so ausgekotzt vor Gott. Und dann plötzlich lenkt er so meinen Blick so runter und dort sind so Walderdbeere. Und ich liebe Walderdbeere. Und dann habe ich die angefangen zu pflücken. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viel Walderdbeere gesehen. Und sie sind so gross gewesen. Und meine beiden Hände sind voller Walderdbeere gewesen. Und dann habe ich angefangen zu essen und sie sind so süß gewesen und so einfach herrlich. Und dann plötzlich hat mir Gott so wie gezeigt, schau mal, das ist die Frucht, die bleibt vom Dimitri. Die Walderdbeere. Und das ist mir so eingefahren und das hat mir so eine Dankbarkeit ausgelöst. Also Gott hat wieder den Blick auf das gelenkt, was alles da ist. Ja. Und weg bleibt von dem, was fehlt. Genau. Hin zu dem, was bleibt. Genau. Und das sind ja wirklich in dem Sinne Früchte, die bleiben. Also weißt, ich kenne ja Leute, die in dem Sinne Frucht sind von irgendeiner Predigt, die der Dimitri mal gehalten hat. Also wirklich, wirklich Menschen, die Früchte sind. Und dann habe ich gemerkt, wow, also Gott hat ihn heimgeholt, aber die Früchte. Ich habe ein Bild von so Walderdbeeren. Sogar! Ich habe gedacht, das ist so ein schönes Bild. Ja. Gott richtet den Blick auf das, was bleibt, was zählt. Ja. Was er geschenkt hat und weg von dem, was fehlt, was ein Verlust ist. Genau, das ist unglaublich. Also, dort habe ich die Beere dann nur noch verschwommen gesehen, weil nur noch Tränen runtergelaufen sind. So eindrücklich gewesen. Und das war so ein heiliger Schritt. Was würdest du Menschen
wo auch in so ein Loch hineinkommen oder so Herausforderungen haben, so Stürme erleben, was würdest du ihnen empfehlen? Ja, das ist schwierig. Es erlebt es auch jeden anders, glaube ich. Es gibt kein Patentrezept. Nein, gibt es nicht. Also, ich glaube, auf jeden Fall, was man darf, ist einfach vor Gott kommen, wie man ist. Und zwar wirklich, ich sage immer, auskotzen. Und es hat verschiedene Christen, die jetzt da sind, um zuhören. Es hat Leute, die vielleicht gar nicht mit der Kirche oder mit dem Glauben können anfangen können. Ja. Dürfen wir auch zu Gott kommen. Also, sag jetzt mal, wenn man sonst sich nicht als Christ bezeichnen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist etwas, was wir Christen oder insgesamt vielleicht auch verlehrt haben, weil wir sind dann manchmal so fromm, dass wir uns gar nicht mehr getrauen, so echt zu sein vor Gott. Unser Herz bei Gott ausschütten. Ja, quasi. Und zwar wirklich. Also ich habe dann auch geflucht und gemacht und da, weil ich irgendwie müssen das ausdrücken, was in mir drin ist und nicht einmal die Worte sind genug gewesen, was da in mir für einen Sturm ab ist. Aber du bist mit dem zu Gott hingegangen? Ja, wirklich. Und ich habe es eben im Wald gemacht oder wo ich manchmal im Auto gehockt und aufs Steuerrad bängelt oder so. Also ich musste es wirklich akustisch auch ausdrücken. Ja. Oder was mir ehrlich gesagt mir hat geholfen, das ist vielleicht bei allen wieder ein bisschen anders, aber mir hat es geholfen, mein eigenes Buch zu schreiben. Weil auf eine Art ist das gleichzeitig auch noch Therapie gewesen. Schreiben ist Therapie. Das ist auch ein Auskotzen. Quasi. Du bringst es zu Papier, es kommt irgendwie raus. Oder ich kenne jemanden, wo ihr Vater so schlimm war mit ihr und schon nur der Geruch nach Alkohol hat sie an ihn erinnert und sie war so hässlich. Dann ist sie hat sie Bierflaschen gekauft, ist im Wald und hat die an den Bäumen zerschmettert. Also das ist auch ein Auskotzen vor Gott. Also da findet wie jeder, da muss man wie seine Form finden, denke ich, aber das muss raus. Irgendwo muss das raus, sonst kann es nicht heilen. Also ich würde gerne bei diesem Bild wie stehen bleiben, zu Gott hinzugehen, mit dem, was uns bewegt, beschäftigt und ihm das Herz ausschütten und schauen, was er parat hat, was er uns entgegenstreckt in seinen liebenden Händen. Eine Frage zum Schluss. Darf man noch lachen, wenn man so Stürme erlebt? Auf jeden Fall. Also ich bin froh, kann ich noch lachen. Ich habe schon immer gerne gelacht und ich bin sehr froh, kann ich wieder lachen. Es hat dann auch wirklich eine Zeit gegeben, wo ich nicht mehr lachen konnte. Aber ja, auf jeden Fall. Und ich finde es wichtig, dass man lacht. Selbst mitten in den Stürmen. Man darf lachen. Darf ich dich bitten, Damaris, dass du für uns und alle, die am Zuschauen sind, beten? Oh ja, sehr gern. Sehr gern. Das wäre schön, ja. Ja, Herr Jesus, ich danke dir einfach, dass du so ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du jeden von uns so unendlich liebst und dass du für jeden von uns so einen guten Plan parat hast und dass du aber auch mit uns kommst, wenn es eben mal heftig stürmt in unserem Leben und das tut es manchmal halt wirklich. Und es ist nicht einfach, da durchzukommen und manchmal sehen wir nicht mehr, wie es weiter gehen soll und in uns stürmt es oder wir sind traurig oder hässig oder bitter oder was auch immer in uns abgeht manchmal. Und ich danke dir, dass du das erträgst, dass du mit uns trotzdem da durchgehst und dass du weißt, wie wir uns fühlen und wir das nicht von dir verstecken und dass du so viel Walderdbeere für uns parat hast. Und ich bitte dich auch, dass du uns die zeigst, dass du jedem Einzelnen, der vielleicht jetzt gerade in so einem Sturm drin ist und nicht mehr durchsieht, dass du ihm oder ihre Walderdbeere zeigst und ihr zeigst oder ihm zeigst, dass du sie nicht fallen lassen hast und dass du einen Weg hast mit ihnen und dass, egal wie es jetzt gerade aussieht, du nimmst sie an der Hand, du gehst mit uns durch die Stürme durch, du bist mit uns, du bist immer für uns und du weißt, wie es rauskommt und wir werden das durchschaffen. Ich danke dir, dass wir uns da 100% darauf verlassen können und dass wir einfach bei dir geborgen sein dürfen und uns bei dir auskotzen, aber auch unsere Wunder dürfen von dir heilen lassen und die Geborgenheit von dir dürfen erleben und die Liebe von dir und einfach wissen, wir sind am besten Ort bei dir. Einfach am besten Ort und du führst uns da durch. Ich danke dir, dass du uns nie fallen lässt, dass du mit uns bist, dass du durchgehst mit uns, egal was wir erleben im Leben, dass du uns einfach so unendlich liebst. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Amen. Danke vielmals, Damaris, dass du zu uns gekommen bist. Danke, dass du so offen und ehrlich bereit bist, aus deinem Leben zu erzählen, wie du Gott erlebst und wie Gott lebt. Das ist ein mega Privileg, dass wir dich bei uns haben dürfen. Danke vielmals. Danke euch, merci vielmals.